Hallo. Herzlich willkommen da zurück bei der Familie King. Yo. Wieso King? Ganz einfach, wir haben ja zwei kleine Jungs bekommen, also respektive Drusilla hat natürlich die Jungs bekommen. Darum bin ich jetzt auch noch gerade schnell im Pausenmodus. Das ist ja Ende letzter Folge ist das passiert, wo sie nicht rausgeplumpst sind, wie ich befürchtet habe, sondern sie sind geboren worden, so wie es sich gehört. Gerade in das Teil rein da, wo man Bett nennt oder so. Kinderkrippe, Dingsbums. Ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls, wenn man da drüber geht, sieht man dann auch den Namen. Da haben wir den Burgerkuchen King. King, weil sie hat ja King geheißen zum Nachnamen und der Troll auch. Und da haben wir den Löli King. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie das so abläuft da mit den zwei Jungs. Herzige Dinger sind das. Ich habe doch gedacht, die hatten einen riesen Ranzen gehabt die längste Zeit. Das ist doch nicht normal gewesen, so etwas. Und ja, jetzt tun wir sie doch mal füttern. Ich meine, Kinder wollen gefüttert werden, an die Brust nehmen. Ja sicher, hallo. Dann machen wir doch da keine halbe Sachen. So, bevor die Drusilla jetzt natürlich wieder schlafen, tut sie noch schnell die zwei Jungs füttern. Und warte, die lassen wir natürlich auch noch schnell rein. So. Und anscheinend haben die Jungs sie gern. Das finde ich ja tipptopp. Hallo, Nachbarin. Die Eliza Pancakes ist bei uns auf Besuch. Jetzt tun wir sie mal kennenlernen. Anscheinend kennen wir sie noch nicht genug gut. Tun wir mal den Tag verschönern, ein Kompliment machen. Tun wir mal, ich weiss nicht, tun wir mal die Windel wechseln. Wieso auch nicht? Sie sind schliesslich frisch geboren, jetzt etwa 2-3 Stunden alt sozusagen. Ich weiss nicht, wie die Zeit da gerechnet wird in Sims, ob das effektiv eine Stunde ist, aber ich meine, wir sind ja relativ schnell erwachsen worden mit diesen zwei da. Ja, wir sind beste Freunde geworden, yay! Das ist doch auch mal etwas, oder? Ich meine, Drusilla hat auch so Anrecht auf so Zeug. So, und jetzt, nachdem sie geplaudert hat, soll sie doch bitte die Windeln wechseln. Was? Familienbewusst. Drusilla ist familienbewusst. Familienbewusste Sims sind am glücklichsten im Kreise der Familie und werden bei einer längeren Trennung traurig. Ja, das ist, glaube ich, bei den meisten Familien so. Also, davon gehe ich jetzt einfach mal stark aus. So, und jetzt geht sie auch zu ihren beiden Jungs. Moment, ja gut, jetzt muss ich mal schnell abwarten, bis das so passiert ist. So, Windel gewechselt, Nummer 1. Und Windel gewechselt, Nummer 2. Wunderbar. Jetzt muss ich aber gleich schnell etwas machen da, und zwar... So, ich hoffe, das funktioniert so. Jetzt haben wir natürlich auch hier ein Bett zu wenig. Und ich denke, da mit dem Ausbau vom Haus, das wird wirklich bald mal müssen kommen, weil ich weiss nicht, ob das gut ist, wenn dann beide Jungs im gleichen Zimmer drin sind. Weil wir wissen ja alle, wie Jungs sind. Jetzt sind sie wach, schauen mal, wie herzig. Tun wir mal liebkosen und also gerade Zwilling auf einen Rätsch finde ich ja ein bisschen heftig. Aber wir probieren das jetzt, ich meine... Sonst wäre es ja kein Let's Play und failiger als es jetzt schon ist. Kann es eigentlich gar nicht werden. Was ist jetzt am machen? Ist es mit dem Arm Liebkosen? Liebkosen finde ich tipptopp. Liebkosen ist immer gut. So, der Troll kommt heim von der Arbeit. Der weiss ja, der hat noch gar nicht von seinem Glück erfahren, dass er Papi geworden ist. Dann soll er doch auch gerade mal zu seinem ersten Sohn gehen. Das ist der Bierkuchen King. Bierkuchen sage ich schon, Burgerkuchen King natürlich. Sag ihm Hoi. Ja, Jubiwi. Ja, Patata. Liebkose. So, ich finde das wunderbar, wie die zwei frisch gebackenen Eltern mit ihren Kindern umgehen. Das finde ich wunderbar. Wirklich ernsthaft.
So, nachdem wir dann... Ja, könntest du jetzt bitte deinen Sohn in die Arme nehmen? Da wäre ich eigentlich recht froh drum. So, Drusilla kann sich jetzt mal ein bisschen um sich selber kümmern. Sie geht jetzt nicht ins Bett, sondern... Oh Mann, sie geht ins Bett. Sie geht ins Bett. Ah, jetzt ist sie am Schnarren. Und jetzt kann sie natürlich nicht ins Bett, weil da jemand... Ja, mal doch. Geh mal ein bisschen schlöffeln, Drusilla. Das machst du sehr gut. Sie ist schon müde von der Schwangerschaft und alles. So, der Troll King, wie sieht es bei ihm aus? Er könnte eigentlich mal Grimassen schneiden. Und... Grimassen schneiden. Mal schauen, wie das bei den zwei Jungs ankommt. Aber anscheinend ist er ein ziemlich glücklicher Vater, wie wir das so sehen. Finde ich wunderbar. Wirklich. Wenn wir da mit Flaschen füttern, können wir eigentlich auch mal schaukeln. Wir müssen natürlich immer das Gleiche für beide Jungs machen, weil wir haben ja beide gleich gern, wir haben ja keinen bevorzugten. Obwohl, ich meine, der Lölli ist ein guter Kandidat für so etwas. Falls wir Frame Drops hätten, muss ich mich entschuldigen. Mein PC ist ein bisschen gerade am Überhitzen. Anscheinend. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört. Meine neue Grafikkarte ist relativ laut, wenn sie am Volllaufen ist. Also wenn die Ventilatoren voll am Laufen sind. Das regt mich ein bisschen auf. Ich muss schauen, ob ich mir da irgendwie ein anderes Casing kann kaufen kann. Mal schauen. So, also der Kleine ist wieder eingepennt, das finde ich ja sehr putzig. Dann kann nämlich der Troll King endlich mal für... Was? Bedürfnisse? Spaß. Ja, er ist zwar gerade mit seinem Sohn am Umhantieren, aber der Spaß geht trotzdem ab. Das finde ich auch sehr interessant. Wie wäre es denn mit Karriere, Job suchen, Job kündigen? Nein, das auch natürlich nicht. Wir wollen Witz schreiben. Wenn wir Witz schreiben, tun wir doch mal Witz schreiben. Wieso auch nicht? Und Drusilla, was ist Drusilla eigentlich? Wo ist Drusilla? Ah, die ist am Pennen natürlich, ja klar. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, die Energie ist wieder halb da oben. Ja, kommen wir jetzt nachher mit der da. Du hast ein bisschen Geheimnis ausplaudern. Ja, Klopf-Witz machen, das finde ich gut. Er ist ja in der Komik relativ gut. Oh. Ups. Da wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Kompliment über das Aussehen machen. Kompliment über das Outfit machen. Muskeln zeigen. Wenn wir ihre Muskeln... Ja, jetzt tun wir natürlich ihre Muskeln zeigen. Ich meine, schließlich trainieren wir hart dafür. Jetzt gibt es natürlich noch, wie er krass ist und so. Gut, sehr gut. Okay, also was sind wir eigentlich schon wieder am machen? Ah ja, Witz schreiben, genau, jetzt fällt es mir rein. Soll er doch mal ein Witz schreiben, das finde ich tipptopp. Und der Löli ist wach anscheinend. Papi, geh doch mal schnell schauen, was mit dem Löli los ist. Tu doch mal schnell die Windeln wechseln und ihm vielleicht auch gerade da. Ja, die Kleinen lassen wir jetzt einfach nicht pennen. Mal schauen, was passiert, wenn man ein Kleinkind auf Schlafentzug setzt. Nein, das machen wir natürlich nicht. Das ist böse. Ist klar. Jetzt ist der andere wach. Komm, jetzt gehen wir mal schnell zu dem Sohn. Mach das bitte. So, die Windel haben wir gewechselt. Jetzt, was ist denn da? Jemanden anrufen? Nein, das haben wir eigentlich nicht. Können wir im Fernsehen ansehen, wollen wir eigentlich auch nicht. Hören wir die Malerfähigkeit erreichen. Wegen Malerfähigkeit, was? Ja gut, also Troll, geh mal ins Bett. Er ist anscheinend sehr, sehr müde. Und wie sieht es bei der Drusilla aus? Drusilla muss jetzt unbedingt... Oh, Windel wechseln. Ja, Mami, du musst... Los, hopp, hopp. Ja. Dann würde ich mal sagen, tun wir doch beide mal schnell füttern. Was ist mit dem Kleinen da? Was ist mit dir? Psst. Ruhig, ganz ruhig, Kleine. Es ist alles gut. Jetzt tun wir dich noch schnell füttern.
So, also, jetzt müssen wir noch die Mutter durchfüttern natürlich. Öffnen, wir haben natürlich nichts. Das ist natürlich blöd. Jetzt mal schauen. Stelle Mahlzeit Essen zu Abendessen. Abendessen servieren zu Abendessen. Machst Fischtacos, das kommt immer gut. Und schneidest dir da mal 2000 Mal in die Finger, das kommt auch immer sehr gut. Ja, genau so. Ach, jetzt ist der andere. Oh. So, jetzt ist mal Fischtacos. Die müssen sein, weil sonst geht Drusilla uns vom Stängeli. Und Drusilla macht ein bisschen. So, jetzt ist sie voll. Gut. Ah, das ist ein bisschen der ruhigere. Das ist der Burgerkuchen King. Alles klar. Hüpfen. Mach ich hüpfen mit dem. Dann tun wir einen Liebkosen natürlich. So, wie sieht es da aus? Ja, die sind eigentlich beide recht zufrieden mit der Mami. Tun wir ein bisschen reden mit dem. Ja, aber erzähl ihm doch nicht gerade vom Monster, hey. Wie geht's eigentlich noch? Hey. Was ist denn... Was? Tu doch nochmal Liebkosen. Es gefällt mir jetzt also gar nicht, dass deine Kleine dir da nicht so passt, hä? So, jetzt ist gut. Dann kann sie eigentlich wieder schreiben. Dann könnte sie eigentlich ein Genrebuch schreiben für... mach doch eine Kurzgeschichte, das finde ich eigentlich besser da. Der Troll King, wie sieht es bei dem aus? Muss er arbeiten, ja oder nein? Wir haben Freitag und am Freitag arbeitet er, jawohl. Wie heisst das Buch? Nein, nicht Geschichte, sondern wie wär's mit meine beiden Jungs? Ja, wie nennen wir das Ganze? Ich habe keine Ahnung. Habt ihr irgendeinen Titel? Nein, doch, ja. Name des Buchs. Sehr einfallsreich natürlich. Weil wir müssen schauen, dass Stutz reinkommt. Wir müssen einfach schauen, dass Stutz reinkommt, weil die zwei wollen unterhalten werden da. Wie geht es eigentlich im Papi? Mal schauen da. Ihm geht es eigentlich nicht ganz so gut. Er hat Hunger. Spass und Hygiene ist auch nicht mehr ganz so das Wahre bei ihm. Aber er ist mit der Energie schon bald voll. Das ist natürlich sehr gut. Dann kann er dann nachher gerade kochen. Die beiden, die fühlen sich recht wohl da. Gehen wir mal schnell schauen, wie sieht es da aus? Ja, die haben beide gern, das ist gut. Oh, Drusilla hat Level 4 von der Schreibfähigkeit erreicht. Drusilla kann jetzt Gedichte schreiben, außerdem kann sie andere Sims... Was? Was? Liebesmails schicken. What? Okay. In dem Fall hat sie das Buch fertig. Nein, das Buch hat sie in dem Fall noch nicht fertig. Oder hat sie das Buch fertig? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir da mal schnell bei ihr in Inventar schauen. Die 6 Zwerge. Ich habe gemeint, der hat sie veröffentlicht. Ah ja, sie hat es, ja, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, in Welt platzieren. Tun wir doch das da ins Bücherregal. Was ist eigentlich das da? Gewöhnliches Tuning-Teil. Ich habe keine Ahnung, für was man das könnte für Sanitäranlagen. Ja, okay, dann hat sie das einfach mal. Was ich jetzt am machen, sie ist immer noch das Buch am Schreiben natürlich. Und der Troll, oh, Moment. Troll, wie sieht es bei dir aus? Volle Energie, Hunger hat er natürlich. Okay, dann würde ich sagen, Troll, du gehst zuerst mal kochen. Und zwar machst du Tortillas mit Soße. Braucht Fähigkeit 2, die sollte ihr eigentlich haben. Da machen wir gerade Partygröße. Er möchte unbedingt noch einen Witz erzählen. Dann mach doch das. Da sitzt ja deine Frau und erzähl ihr doch einen Witz. Mehr Auswahl, das ist wahrscheinlich unter lustig.
Witz erzählen. Insider-Witz, ja, was auch immer. So, zuerst einmal gekonnt kochen. Und diesen zwei geht es anscheinend noch recht gut an. Das finde ich sehr gut. Wie sieht es aus da? Ja, das ist auch noch... Na, der da hat ein bisschen weniger. Tun wir doch ein bisschen liebkosen, dann, sobald sie fertig ist mit dem Buch schreiben. Der Troll, der sollte jetzt fertig sein mit dem Kochen. Gut, der Witz hat er erzählt. Ja, komisch. Aha, was? Nein, doch. Klopfwitz vielleicht? Ah nein, er hat ihn schon erzählt. Alles klar. Dann, was von Herzen kann man das ein Kompliment machen. Hey Frau, das ist wunderschön, wie du jetzt plötzlich wieder dünn geworden bist. Was haben wir sonst noch? Wir haben erst 6 Uhr am Morgen. Wir brauchen aber noch Spass und Hygiene. Das heisst, nach dem Plaudern und nach dem Essen kannst du dann duschen. So. Was? Was für eine Errungenschaft, Drusilla hat ein komplettes Buch geschrieben, es wird in ihm blablabla. Ja, da haben wir alles schon mal gelesen. Dann sie will natürlich zu ihren Jungs gehen. Ah, genau, das Liebkosen war ja noch gewesen. Jetzt haben wir hier den Inventar. Also drückt er einfach mal das ein, oder? Qualität ausgezeichnet. Das ist schon wunderbar. Dann würde ich sagen, soll sie doch das mal schnell lesen. Weil, wieso auch nicht? Oh, da hat sich jemand in die Windel gemacht. Das kommt, glaube ich, nicht gut. Das kommt gut. Oh, jetzt hat der andere noch... Ach, je. Gut, also Drusilla beim anderen auch noch schnell. Wenn du da fertig bist auf dem Töpfchen. So, wunderbar. Und jetzt schreien beide. Ist das nicht wunderbar? Machen wir Abst und Abst. Jetzt kommt der Troll dazu. Was ist mit der Drusilla? Ach komm, du gehst jetzt mal da programmieren. Und sie soll jetzt da Psst machen. So. So, jetzt läuft die ganze Sache wieder. Okay, also, was kann man denn sonst noch machen mit den Reden, Liebkosen, Hüpfen, Grimassen schneiden, Anguren? Anguren? Ich habe keine Ahnung, was Anguren ist, ganz ehrlich. Älter werden. Stolz vorzeigen, was? Füttern, Winter wechseln, Anguren, Grimassen schneiden. Ja, dann, weißt du was, tu doch beide mal schnell füttern. Dann haben wir das nämlich auch schon durch. Und der Troll, wie sieht es bei ihm aus? Ah, das Teil ist kaputt gegangen. Jetzt ist es ein bisschen stressiger geworden, muss ich sagen. Es ist ein bisschen stressiger geworden, die ganze Angelegenheit da. Aber es läuft. Das mit dem Füttern geht anscheinend sehr lang, he? Ah, das ist jetzt gerade fertig. So. Gut, eingepennt, tipptopp. So, Drusilla, du sollst schnell, wo hast du jetzt dein Buch hingelegt? Da, sie wollte ihr Buch lesen, genau. Also sie wollte ins Bett. Ja, dann kann sie nach dem machen. So, Troll. Der Troll hat es irgendwie vergeben, zur Arbeit zu kommen. Ich habe gedacht, da macht er von alleine, aber ist okay. So, und seine Blase ist natürlich voll. Brigitte Meier kommt auch noch schnell vorbei. Was will die denn da? Na, was haben wir? So, Drusilla ist glücklich, ist ja klar, oder?
Nachher darfst du schlafen. So. Gut. Endlich mal ein bisschen ruhigere Zeit da. Dann schaltet hier noch das Telefon. Nicht. Gut. Umso besser. Geburtstag vom Burgerkuchen-Naht. So. Du bist der Burgerkuchen, hä? Hast du dir mal in die Windel gemacht? Ach je. Drusilla, aufstehen. So. Jetzt der nächste natürlich auch noch gerade. So. Dann, wie sieht es da aus, wenn wir noch ein schaukeln und da noch ein schaukeln? Ich weiss nicht, muss man das irgendwie feiern oder wenn die eins wären? Ich habe keine Ahnung. Da ist schon, was steht da? Ja, ich weiss schon, der Geburtstag naht, aber was muss ich jetzt da machen? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, nun, wir lassen es einfach mal. Ja, was ist denn? Was ist wieder los? Da, lass doch deine Kollegin rein. So, was ist das da? Genau. Dann wollen wir da Gemälde beenden. Oh, was? Sie haben das Gemälde angefangen? 3 Gemälde verkaufen, 1 von 3, okay. Ja, dann mach doch einfach nochmal ein klassisches Gemälde. Ein mittelgrosses. Der Troll ist wieder daheim. Hoi Troll. Er hat überhaupt keinen Spass gerade momentan. Dann sollen wir doch einfach mal ein bisschen spielen. Komm, gehst ein bisschen spielen. Die Zuflucht, wieso auch nicht. Da geht es auch wieder ein bisschen besser. So, Drusilla ist natürlich auch wieder am Arbeiten sozusagen. Und da fällt mir gerade etwas ein, sie könnte nämlich ihr Buch verkaufen. Wo hat sie das Buch hingelegt? Ich weiss es nicht. Hat sie das echt im Inventar? Nein, nicht wirklich. Wo ist das Buch von der Drusilla? Ist es da? Nein. Ach je. Drusilla, das ist ja da, wo wir veröffentlicht haben. Malen, Band 1, Band 1, Liebe, eine Stulle, ein Horn, bla bla bla, bla bla bla. Ich habe keine Ahnung, wo sie ihr Buch hat. Ernsthaft nicht. Also da liegt es nie rum. Da wollte ich eigentlich noch veröffentlichen. Da hat sie doch irgendwann mal da reingelegt. Hat sie das geklaut? Hat sie das Buch von der Drusilla geklaut? Wo ist das? Oder hat sie... Ah, ich Idiot. Aber sie hat ja auch nicht im Inventar. Wo ist das Buch von der Drusilla? Nein. Wo ist das? Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Ich kann das noch veröffentlichen, damit wir ein bisschen mehr Stutz machen können. Und jetzt ist das einfach weg. Das gibt es auch gar nicht. Ja nun, das ist halt so. Drusilla, das hättest du schnell zu den Jungen gehen. So. Jetzt der nächste auch noch gerade. So. Vielleicht wenn die gefüttert werden, ich weiß es nicht. Oder wenn wir die jetzt einfach mal erwachsen. Also, nein, wollen wir noch nicht. Wir müssen ja noch. Hättet ihr eigentlich Platz für ein zweites Bett? Wir hätten Platz für ein zweites Bett. Jetzt müssen wir mal schnell im Baumodus. Fertige Zimmer. Machen wir Nägel mit Köpfen. Machen wir das Kinderzimmer. Und zwar Schlafzimmer süße Träume. Da haben wir da noch Teenager, Idol, kleine Träumer, Spielzimmer Plüsch pur. Schlafzimmer süße Träume. Gut, also.
In grün wollen wir das natürlich Zimmer kaufen. Und jetzt haben wir das natürlich ein Stockwerk höher haben. Und zwar, wie wäre es mit... Da, Bamsk. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie einen Stegen da raufbringen. Keine Ahnung, wie wir das machen. Ernsthaft nicht. Da müssen wir jetzt irgendwie... Irgendwie so. Ja, das sieht doch nicht ganz schlecht aus. Dann haben wir da noch Platz für anderes Zeug dann. Aber jetzt müssen wir noch einen Stegen haben, irgendwie. Ein Stegen. Wo findet man da Stegen? Treppen? Nein. Ich habe doch schon mal Stegen gebaut. Wo habe ich die gehabt? Nein, auch nicht. Ah, da, Treppen. Genau, modernes, schwebendes Treppenhaus. Genau, also jetzt müssen wir das irgendwie im ersten Stock natürlich haben. Und zwar, so irgendwie. Das ist aber auch blöd. Ja, wie kommen wir jetzt nicht auf, ist die Frage. Vielleicht ist es eben doch nicht gerade die Idealtreppe gewesen. Vielleicht so etwas da. Was ist da los? Ja, unser Haus steht natürlich auch sehr ungeschickt. Wenn wir jetzt also so würde ich gerne haben, dann müssten wir das irgendwie... Scheiße. Dann müssten wir eigentlich alles umkrempeln da unten. Ja, wo hätte ich denn da sonst Platz? Ich habe keine Ahnung. Kann man das irgendwie aussen dran machen oder so? Nein, es geht nicht. Scheiße. Ach herrje. Jetzt haben wir uns ein neues Zimmer gekauft. Jetzt können wir das nicht einmal verwenden. Kann man das irgendwie wieder verkaufen? Wie bin ich das letzte Mal in diesen Modus hineingekommen, um da zu verkaufen? Alle... Nein, auch nicht. Haushaltsinventar, jetzt. Ja, aber das, wieso kann ich das jetzt nicht verkaufen? Ich würde das wirklich sehr gerne verkaufen. Wirklich ganz gern. What? Ah, geh doch weg da. Wie kann ich das verkaufen? Wand entfernen? Nein. Ich möchte gerne das ganze Zimmer entfernen. Stockwerk entfernen. Was habe ich jetzt gemacht? Wand entfernen. Nein, eigentlich auch ungern. Ich möchte das verkaufen. Wie geht das? Wie kann ich ein ganzes Zimmer verkaufen? Das müsste doch irgendwie gehen. Wand entfernen. Was? Aha. Wir müssen einfach einzelnes Zeug verkaufen. Aber wir haben wenigstens einen Stutz wieder drin. Weil wir müssen... Also nicht ganz. Wir müssen ja das Zeug irgendwie jetzt da unten aufbauen. Kinderzimmer da. Das da ist es. Ja, wunderbar. Zimmer kaufen, so. Tun wir das einfach da so anbauen. Bamsk. Und... Ah, jetzt. Ja, ich finde das okay. Man könnte da noch eins raus... Man könnte da noch eins rausziehen. Nicht. Aber man könnte da noch eins so rausziehen. Reinziehen, rausziehen. Dingse. Das haben wir gerade noch so knapp. So. Und dann ist das in Ordnung so.
Jetzt müssen wir noch schnell die Wände einblenden. Und dann da bei dieser Wand sagen, die Wand hätte ich gerne entfernt. Genau. So, und jetzt brauchen wir da natürlich auch noch die Wand da. So. Bam. Und dann können wir nachher nämlich auch da unsere Toilette ein bisschen vergrössern, wenn es dann so weit ist. Aber jetzt für den Moment lange es mal. Wo ist mein Bett hin? Wo ist das Bett hin? Ja, interessiert jetzt gerade niemand. Ich will mein Bett wieder haben. Da, natürlich ist alles da innen gelandet. Und zwar, müssen wir da jetzt mal schauen, wie wir das machen. Also ein Bett hat sicher mal da Platz. Das zweite Bett müssen wir noch kaufen. Dann haben wir noch einen panischen Marienkäfer, für was auch immer. Was haben wir da sonst noch? Wir haben einen Edelstahlomat. Für was? Woher? Wieso? Hä? Also den haben wir anscheinend im Inventar. Wieso das? Ich habe keine Ahnung, was da gerade abgeht. Ist ja eigentlich auch scheißegal. Ja, genau das. Weil wir brauchen ja da noch das Kinderbett. Genau das da. Und da würde ich sagen, das könnte man... Das muss von vorne... Ah. Dann halt so. Mal schauen, ob das funktioniert. Drusilla, du bist mein Versuchsobjekt. Komm mal schnell. Also ich gerade am Duschen. Dann halt der Troll. Troll, komm mal schnell. Schlafen. Nein, zuerst mal... Schreit er noch? Ja, er schreit noch. So. So, das sind die zwei Bellgröder ruhig. Jetzt kann der Troll mal schnell schauen, ob er da kann schlafen. Er kann da schlafen. Kann er auch da schlafen? Hör mal schnell auf da. Hör mal schnell auf da. Ja, es funktioniert. So, jetzt kommt die Mami zurück. Ah, wirklich. Ich glaube, sie müssen gefüttert werden. An Brust nehmen natürlich. Und da ebenfalls. Und jetzt muss die natürlich... Oh, du bist doch ein Dominos sein. So. So, jetzt sind die zwei wieder glücklich und zufrieden. Das freut mich doch auch sehr. Das Teil brauchen wir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Verkaufen. Weil wir haben ja schon zwei. Ja genau, der Troll könnte eigentlich mal wieder aus seinem Bett raus. Also eben nicht aus seinem Bett, sondern aus dem Bett. Und zum Beispiel das Teil mal reparieren. Wie sieht das eigentlich aus? Ich glaube, am nächsten Tag hat er ja frei. Ja, ich wieder. Heute ist Freitag. Jawohl, genau, da hat er morgen frei. Das stimmt ab. Oh, der PC ist auch weg. Also das ist alles weg, was vorher da gestanden ist. Jetzt verstehe ich langsam. Ja, das macht gar nichts. Der Troll der kann wieder so aufstehen. Das Zeug reparieren. Also jetzt, muss sagen, die letzten paar Folgen sind wir eigentlich nur die längste dran gewesen, am Reparieren, machen und tun. Jetzt sollte noch jemand umarmen, das können wir doch machen. Knuddeln, geht knuddeln unter umarmen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Yep, hat funktioniert. So. Ah, da müssen noch die Windeln gewechselt werden. Und Drusilla könnte das Gemälde fortsetzen, genau. So. Troll, könntest du bitte dich um deinen Sohn kümmern? Danke. So, und jetzt haben wir mal mehr Auswahl, und zwar älter werden. Mal schauen, was hier passiert. Bam! Und der Löli ist ein Kind.
Kindheit, unendliche Kreativität, Regelverstöße und Wutanfälle warten, möge das Spiel beginnen. Ein Merkmal und ein Kindheitsbestreben wählen. Also gut, wir wählen das Bestreben aus. Hans Dampf in allen Gassen, kleiner Frechdachs, kreatives Wunderkind oder Senkrechtstarter. Ja, keine Ahnung, ich würde mal sagen, machen wir doch einen Senkrechtstarter. Dieser sie möchte das glückliche Kind in der Schule sein, ja klar. Und dann das zweite Merkmal wäre vielleicht, diese sind häufig konzentriert, können mit anderen Ideen teilen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie ihre Mentalfähigkeiten eine gewisse Zeit nicht verbessert haben. Oder einfach nur fröhlich. Oder ein Einzelgänger, was wollen wir aus ihm machen? Ein Kunstliebhaber, ich weiß nicht so recht. Oder gibt es noch ganz viel mehr? Ein Geek. Aktiv, selbstsicher, Vielfraß, böse, Hitzkopf, wahnsinnig. Wahnsinnig, klingt doch nicht schlecht. Kreativ, gemein, ordentlich, chaot oder gesellig. Ich muss sagen, einer von denen da, Genie, Bücherwurm. Kunstliebhaber weiß ich nicht. Das Genie weiß ich auch nicht so. Machen wir doch ein fröhliches Kind. Wir machen doch einfach ein fröhliches Kind. So. Okay, und dann machen wir genau das gleiche da auch, und zwar älter werden. Und der ist schon mal am PC. So, du wirst wo haben wir den Senkrechtstarter haben wir bei ihm, glaub's. Dann machen wir doch kreatives Wunderkind. Wieso auch nicht? Und dann würde ich auch Kunstliebhaber dazu passen. So, Bamsk. So, da haben wir einen Künstler, der der Mutter anschlägt und sich gerade mal ein Buch hält. Und das Genie, wo Dings. Gut, dann Troll, räum doch mal das Zeug weg da. Was haltest du davon? Alles klar, wegwerfen das Zeug. Drusilla geht schlafen. Wie sieht es bei den Jungs aus? Tun doch mal umarmen und in... Genau so. Gut. Tun doch mal den Tag verschönern. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, wer das Wellen ist. Also das ist der Löli. Und das da ist der Burgerkuchen. Alles klar. Gut, wir sind gute Kollegen anscheinend. Und jetzt muss ich da mal schnell so schauen. Die haben jetzt natürlich auch ihre Bedürfnisse, ist schon klar. Aber der Troll, der hat jetzt Hunger. Das war halt ein anstrengender Tag für ihn. Zu Abendessen. Wieso kann man da nicht einfach ein Gericht nehmen? So. Jetzt haben wir schon ein Full House, das gefällt mir doch. Jetzt. Irgendwie kann man doch das Bett zuweisen. Wie macht man denn das wieder? Kann man das nicht irgendwie. Nein. Bett zuweisen, keine Ahnung. Nicht so. Was? Maxis hat ein Grundstück favorisiert, Japanese Cherry Blossom. Okay, schön für Maxis. Er will freundlich zu der Drusilla sein, das finde ich ja sehr, sehr angenehm. Und er möchte gerne den Burgerkuchen kennenlernen. Ja, dann mache ich doch das. Wie sieht es eigentlich aus? Sind die noch nicht müde? Nein, die sind natürlich noch nicht müde. Woher auch? So, und da sehe ich natürlich schon wieder ein schönes Plätzchen für... Was ist das da eigentlich? Outfit ändern.
Okay, das ist ein Abfallkübel. Frau, braucht man den im Kinderzimmer? Leuchtet mir ehrlich gesagt nicht so ganz ein. Also. Die haben auch schon ein Telefon. Du willst mich verkackeiern, oder? Haushalt, Service engagieren. Alles klar. Spiel spielen, kinderfreundliche Websites durchsuchen. Okay, also die sollen sich noch ein bisschen unterhalten da. Und währenddem die sich auch ein bisschen am Unterhalten sind, sage ich schon mal Ade miteinander. Und ciao zusammen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder übernächsten Mal, oder wenn auch immer. Irgendwann sehen wir uns bestimmt wieder in einem von diesen Videos bei Sims 4. Bis dann, ciao zusammen.